Hast du mal gedacht, wird das sein Leben, ohne dass du eins was falsch merken willst? Viele Menschen denken, wenn ich weniger Fehler merke, dann wird das Leben leichter sein. Aber keine Fehler zu eins was nutzbar sein. Zum Beispiel, was ist, wenn der Mal sauer wird? Naja, ist alles teil? Nein. Wenn der Mal kaputt ist, der Mal dass der sauer wird, dass das Joghurt gibt. Und der Joghurt ist direkt aus Mal. Oder wenn er noch längere Prozess ist, kann es sogar Käse geben. Die Käse ist noch direkt. Aber wenn man das alle Tag lässt, nicht den rechten Prozess merkt, dann kann das auch irgendwann stinken werden und alles schlecht werden. Aber auch die Weintrauben. Weintrauben, wenn die sauer werden, das kann guten Wein geben. Der Wein ist direkt aus der Weintraube. So, was ist mit den Sachen, die nicht funktionieren in deinem Leben? Wenn man den rechten Meister gibt, die rechte Person, die da was weit zu merken, kann das eins was tierer geben, was besser geben, was noch schöner geben, was noch mehr wird ist. Dasselbe passiert in uns Leben, so ist bei den Weintrauben. Das kann ein guter Wein geben oder das kann alles kaputt gehen. Wenn du deine Fehler bloß den Tag lässt und die ganze Zeit bremsen, das hat keinen Sinn, nicht so ist das, dann wird das wahrscheinlich alle zwei gehen. Und wenn du nicht das, wird das wahrscheinlich auch alle zwei gehen. Aber das gibt einer, der versteht den besten Wein zu merken. Das gibt jemand, der versteht den besten Käse oder den besten Joghurt zu merken, aus dem Mal, was da eins nicht wieder funktioniert. Und das ist Jesus. Das ist der beste Meister, der versteht, aus der Sache, was wieder zu merken. So, die Frau ist, was ist mit den Fehlern in deinem Leben? Diese Fehler können etwas Nutzbares sein. Vielleicht denkst du, das funktioniert bei dem Malten, bei dem Wein so. Aber wenn du guckst in der Wissenschaft, einfach sehr viele große Experimente sind durch Fehler entstanden. Man hat eins, was nicht funktioniert, dann ist ein großes Projekt entstanden. Zum Beispiel Radius X oder andere verschiedene Mediziner. Und dadurch entstanden, dass eins, was nicht funktioniert, und dadurch hat man große Entdeckungen gemerkt. So, was ist im Leben mit den Sachen, die nicht funktionieren? Solange du ein Mensch bist, wirst du Fehler merken. Was eins, was nicht funktioniert, da wird nicht alle perfekt sein. Und diese unperfekte Sache, sagt Gott, der will die auch Brücke kennen. In Römer, Kapitel 8, Vers 28, da heißt es so: Wie weit über die Gott lieben, die sollen alle deine zum Besten, die nach seinem Versatz berufen sind. Wenn du Gott lieben in Fehler merkst, dann kann auch dort eins, was Gutes brücken. Gott kann nicht bloß deine Sachen brücken, was du alles perfekt merkst und so das aus dort macht, sondern wenn eins, was schief geht, in dein Leben, in dein Charakter, in deine Wirtschaft, in dein Geld, in deine Familie, kann dort auch Gott brücken, zum eins, was das verbessern kann. So, wenn du gibst du Gott Erlaubnis, das gibt Menschen, die präsentieren Gott alles Beste, er hat das erreicht, er hat das erreicht, er hat das erreicht. Aber die geben Gott nicht den Teil auf, weißt du was, hier ist das ein ganzes Tag und das funktioniert nicht. Willst du bereit sein, Gott den Teil zu geben, wo das nicht funktioniert? Ja, das geht bei mir alle nicht, das funktioniert nicht. Ich liebe Gott, aber das funktioniert alle nicht. Wenn du wirst wiederkommen, lass das Gott eins, wenn Joghurt oder Käse in deine Malt merkt, dass Gott Wein merkt in deine Weintrauben, dass er eins was Besseres kann merken. Dann er weiß immer, was besser ist in deinem Leben. Er weiß das Beste und er ist der Meister, wenn du ihm das gibst. Für ihn ist kein Problem so groß, dass er nicht leisen kann. Aber gib ihm dort, red mit ihm dort, und so kannst du auch, dass das besser funktioniert, als wenn das ab deiner Perfektion wird funktioniert hat.